Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission, der Bleck auf Europa, eurem Doc-Kanal. Ich ein ganz chargiert Programm, eine ganz chargiert Woche hier wir zu Straßburg Kanada ist. Ich will euch da ein paar Punkte herauspicken. Das sind erstens der Autor, das ist seine Meinung zum TTIP, das ist die ganze Debatte Griechenland. Natürlich auch den Premierminister Büttel, den Lützeburg Präsident, das Programm vorgestellt hat, CO2-Emissionshandel, 20 Jahre Massaker von Srebrenica, das heißt alles das waren Sujets, die als das ganz stark an Atem gehalten haben. Ich habe da zwei rausgepickt, mit denen ich gerne ein bisschen mehr über die darüber schwätzen. Das ist erstens Freihandelsaufkommens mit den USA, TTIP an der Aufkürzung. Und das zweite sind beschäftigungspolitische Leitlinien, wo ich persönlich Responsabilität habe für die EVP an dem Dossier. Zum TTIP muss ich sagen, dass selten an der letzten Zeit ein Sujet so polarisiert ist, am Anfang so gefordert wird, Diskussionen werden so gefordert, dass am Anfang ein Glaubenskrieg hergerufen wird. Das heißt, Globalisierungskritiker einerseits lehnen alles auf, wollen den TTIP am liebsten zurückziehen, wollen gar nicht mehr weiter verhandeln. Aber andere, die sagen, wir müssen dem Ganzen eine Chance geben, da stehen eine ganze Partie Opportunitäten dran, an der dazu gehören, nicht für zu sagen, ich habe ja gesagt zu der Resolution, die wir hier im Parlament, ich sage ja, gibt dem Ganzen eine Chance, und da gucken wir, wann das Resultat leid, wann Negoziationen fertig sind, und das wird frühestens 2016 sind, vielleicht sogar 2017. Da könntet ihr hier an das Europaparlament, aber wir sehen auch nach dafür, dass es ein Akkord mixed gehen, für das es soll an die Nationalparlamente kommen, für aufgesehen zu gehen. Und dann haben wir ein fertiges Resultat, und da sehen wir, was wir am Anfang da können ja oder nein stimmen. Dafür ist die Resolution, die wir geholt haben, ist eigentlich eine Leitlinie vom Parlament für zu sagen, für unsere Verhandlungspartner der Europäischen Kommission, für zu sagen, das sind als Rotlinien, das sind bis dahin sind wir bereit zu gehen, das wollen wir unbedingt dran, das wollen wir auf keinen Fall. Und so viel, das ist am Anfang die Meinung vom Parlament zu dem ganzen Dossier. Das mit einer relativ großen Majorität, trotzdem 436 Stimmen zu 241. Das ist so eine Position, wo ich einfach so im Parlament hat eine Meinung am Ende, die so zum Ausdruck bringt. Aber vielleicht muss ich Ihnen sagen, für was brauchen wir überhaupt so ein TTIP? Also ich habe gesagt, das ist eine Chance. Es wird Handel getrieben mit Amerika, 730 Billionen Euro oder Dollar, das ist ja bald im Moment dasselbe. Das heißt 730 Billionen, es sind 31 Millionen Arbeitsplätze, die direkt an dem Handel mit Amerika dranhängen. Aber wenn ihr seht Handel, dann ist das ja in einer globalisierten Welt, geht über Grenzen, über Kontinenten raus Handel getrieben. Und ich bin der Meinung, daran gesehen ich auch die Chance, dass zwei große Wirtschaftsblöcke, die zwei größten von der Welt, dass die sich zusammen dienen, für wie gesagt Standarden, Normen, Werte zu definieren, Handelsbarrieren aufzubauen, für wie gesagt den Handel weiterzutreiben, weil wir als so von der Wurst versprechen an auch Arbeitsplätze. Und wir sind aber gerade so bereit, und wir treten absolut dafür an, und ich auch für zu sagen, wo liegen Denksten, wo liegen Sorgen, wo liegen Gefahren von dem Ganzen. Also ich meine, das ist am Anfang die Meinung, wie zum Parlament, für einerseits zu sagen, komm, wir geben dem Ganzen eine Chance, das ist eine Opportunität, komm, wir gucken aber, wo sind eventuell Gefahren, an nicht nur Vermutungen, und noch nicht nur Ängste, aber wo sind real Gefahren, und auf denen müssen wir dann Rotlinien ziehen, und das haben wir auch gemacht. Für was sind wir aber an die Situation kommen, dass das so polarisiert wird? Da sind für mich 4 Faktoren, die eine Rolle gespielt haben am Vorfeld. Der erste ist in der Kommission Barroso, als das ganz untransparent über die Bühne ging. Das heißt, sie haben nicht für nötig gefunden, nach außen zu kommunizieren. Das so eigentlich gemerkt ging, wie das für drüben auch mit anderen Handelsaufkommen gemerkt ging, weil die aber nicht so wichtig waren. Und der zweite ist, dass es an den Europa, an den Kampf, an den Wahlkampf gefallen ist von den europäischen Wahlen. Das heißt, da haben wir natürliche Sujet gehabt, den extrem diskutiert ging, und noch gut, dass das in dem Moment diskutiert ging. Das geht für ihn, sich kurz artikulieren, geht für seine Meinung dazu sagen. Der dritte war, das aber im Moment den negativen Image, den am Anfang der Amerikaner haben durch die Skandale
Skandaler, Aufheierungsskandaler an so und dat hecht do spier den do gesei den dat de Stellewert vun den Amerikaner nëmi den ass demmer nach los ma so 20 Joer hatten dat feier pardon dat das natierlich den als Verhandlungsfeierer dat hecht Kommission selber die Verhandlungen feiert steht awer die Institutionen alle goer stehen ziemlich an der Kritik a ganz viel Bierger an der Europäische Union huke vertrauen an Kommission fir die Verhandlungen ze feieren. Sie so Dir so dat so Dir gift mat schmeche mediologisch vun den Amerikaner iwwer durchzählen. An dat sind die feier Punkten, die am Vierfeld den Dossier hai eigentlich an eng Richtung gedriven hunn, dat de Tautball schwéier oder Ball geféierlich so ganz salopp fir iwwer donner Gutz afir ze soen, ma ich ginn dem ganzen eng Chance. Et as so dat mir natürlich op de Punkten, die dem Bierge auch wichtig sind, dat mir do ganz klar so zum Beispiel an de Sozialstandarden, an eisem Erbesrecht, an all den Aspekten vun der Securité sozial, alles wat do wichtig ist, dat net touchiert gin. Dat hecht mir hunn an Europa heich Wertter, mir hunn heich Standarden an de Bereicher mir muss unbedingt die dat halen, dat hecht die Werte halen, die Standarden halen, net nëmmen am Sozialbereich, méi auch am Umweltbereich. Da spielt den Prinzip de Präcaution natürlich eng gros Rolle Apps wat Amerikaner an der Form net kennen. Dann natürlich a woch Datenschutz Apps wat och an Amerika filmmi labber gehandhabt gëtt. Och do muss man stark bleiben, noch do muss man herbleiben. Fir de Verbraucher selber alles wat Agrikultur ass, alles wat Lebensmittel als Lebensmittelsicherheit as extrem wichtig. Lebensmittelkennzeichnung Apps wat Amerikaner auch an der Form net kennen, die Höchststandarde vu Lebensmitteln net kennen. Alles dat muss man verteidigen, muss als der Wert sinn, dat man als do ersetzen, an dat man do och net Millimetern no gin, dat man die Heichwerte Werte behalen, o konträr dat d'Amerikaner sich oppassen un als Standard. Natürlich dat das ganz Streitpunkt, die Schiedsgerichte den ISDS. Da hummer lo, Dir wëst ma ha 4 und 3 Wochen ke Kompromissfond hätten zu dem Sujet do aslo e Kompromissfond ginn, dat das auch aufgestimmt ginn an enger relativ heiger deitlicher Form. Wat seet dat lo genau? Mir hunn de moment 1300 so Aufkommes queech durch d'Welt an das eigentlich auch an Europa eng Tradition, dat ganz viel Staaten a ganz viel Entreprisen an Akkoren, wann se investieren, och dat fëllen dra berücksichtigt hun. Dat ze net fëllen op Gerichte goen fir langwierig Prozeduren, die viel Geld an Zeit kachten, wo se net wësse wat rauskënnt, sichen se weh fir sich mat den Staaten ze ähnlich. Ich fand dat System net gut, is so dat direkt an dofir Hummer och an eiser Resolution ganz deitlich gesot, dat man dat an Zukunft net wëllen. Wir wollen an Zukunft eng mal transparent verfahren, wat jo de moment net ginn ass. Zweitens wëlle man awer och öffentlich-rechtlich Richter, die Sache tranchieren. Afir in allem wëlle man e Berufungsverfahren. Dat hecht wann immer enger Decision op dem Gericht net d'accord ass, dat de kann a Berufung goen. Das awer so, dat man eng Form misse fannen fir och wie gesot dee Staaten, die nach immer donner festhalen, die 1300, die sie net einfach so kommen, sie net einfach so geschloss gin, do sind Memberstaaten, die dat füllen, an die dat an Zukunft füllen, an fir dem Rechnung zu drohen, ass natürlich die Kompromisse von gehen, fir eigentlich Kommission opzuforderen, fir zu schaffen, viermal Apps Nights auszuschaffen. Wann immer dem net zufrieden ass fir den huet, soll in Apps Nights ausschaffen, an soll in dem eng Chance gin, da kann immer herno so ich will dat oder ich fand dat net gut, ich lehne dat auf. Soweit zum ISDS. Dann Verbraucherschutz hat ich schon gesot. An der Resolution, die man lo hunn, an dat auch vielleicht wichtig zu wissen. Wir schaffen ja mat Komiteen, mat Kommissionen, dat hecht sie nach 14 einer Kommissionen Agrikultur, Bandemärt, all die Kommissionen hunnen a wieheit zo ofgin, an den ass Heimat aggefloss. A wann ich so an Agrikultur da sinn zum hunne Städte als Beispiel, dat do Spezialisten dra sinn, an déi jo awer wëssen, an déi och ze summe mat den Akteuren aus der Praxis vum Terrasel, aus den einzelnen Memberstädten sech eng Menung gebild hunn, an dat as an allen anderen Bereiche och am Emploi, dat das wie gesot an all de Bereicher Fëscherei, Haushalt ansofir hun dort zu eng Menung. Die hunn die Menung heimat aflese gelossen. Wie geht et lo weiter? Et as so, dat die Verhandlungen jo läfen. Mir sinn lo an der
an der zenkt der run an dem moment sind Verhandlungen eigentlich mal aufgetärscht wat kann gemerk gin Dönner sind eng Party politisch Decisionen gefordert an Dönner könnt dann konkret erbecht fir dat wie gesagt dat die Akkoren dann auch mat konkretem Inhalt zu füllen. Dat werde Prozess gehen Optimisten so dat dat Ende der Fall als dat man do können aufstimmen drüber. Ich sind absolut nicht der Meinung, ich sind der Meinung, dass das mindestens nach Jahr dauert, vielleicht sogar 2, dass man an der Zwischenzeit doch nach Fällen an Amerika, das heißt, das dreht doch nicht dazu bei, dass es mir einfach geht. Und soll ja auch nicht einfach gehen. Jetzt soll sich mit dem Thema noch weiter beschäftigen, soll noch gucken, wie die Verhandlungen laufen. Wir haben schon mal fertig, dass sie transparent sind, die Verhandlungen, dass ich kann abblicken. Und dass durch ein Kommissarin Lodoas, die auch wirklich Öffentlichkeitsarbeit möchte, und noch mehr Leute darüber informiert, was dann da wirklich läuft. Die letzte Sujet, den zweite Sujet will ich nach, das sind beschäftigungspolitische Leitlinien, die wir lo erstellt haben. Das heißt, die Memberstädte Leitlinie gehen hun, wie am Moment Wirtschaftspolitik an Beschäftigungspolitik man an Anklang bringt, Maßnahmen trifft, für wie gesagt, aus der Krise rauszukommen durch Wurstem an durch Arbeitsplätze. Die Leitlinien habe ich, wie ich am Anfang gesagt habe, als EVP die Responsabilität gehabt an dem Dossier. Wir haben ein ganz interessantes Dokument erstellt, wo da auch die ganze Strategie 2020, die ganzen Kriterien, Schulaufbrecherquote zu reduzieren, Bekämpfung von der Armut, alles das sind Sachen, die man erneuert haben, Memberstädte konkret abgefordert haben. Mobilität ist wichtig, Unterstützung von Klein- und Mittelbetrieben extrem wichtig an Europa. An die über 20 Millionen der Mittelbetriebe, Hummer, kleiner Mittelbetriebe, die müssen unterstützt gehen. Dann natürlich auch für den Schul- und Arbeitsfeld besser kann man den verknüpfen. Jugendarbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit, alles das sind Sujets, die wir auch geschnitten haben. Und das ist am Anfang so, dass man auch die Anerkennung von den Qualifikationen muss besser gehen. Das hatte ich global vergessen. Und dann sind das Leitlinien, wie gesagt, die wir den Memberstädten mit auf den Weg gehen, und dass sie hier Wirtschafts- und Währungspolitik zusammen mit der Beschäftigung an den nächsten Jahren an den Griff kriegen, besser kriegen für Wurst und Arbeitsplätze, für dass wir an Zukunft an Europa den Chômage können aufbauen und der Jugend eine reelle Perspektive gehen, für wie gesagt, dass wir einen Abschwung an neue Mut kriegen an Europa. So, ich merci für das Nachlauschen hier von Straßburg und ich freue mich auf die nächste Woche nach Bresel.